Ich bin da. Wer noch? Vor gar nicht langer Zeit, es mag etwas mehr als 6 Millionen Jahre gewesen sein, sitzt Dino Papa Earl in seiner Wohnung vor dem Fernseher und verfolgt die Nachrichten. Da taucht plötzlich unter dem Tisch eine winzige Dino-Kralle hervor und greift sich die Fernbedienung. Dino Papa Earl, ein sympathischer Megalosaurus, findet das gar nicht witzig und ermahnt sein kleines Dino-Baby. Finger weg von der Fernbedienung. Finger weg, spiel da nicht dran rum. Wenn du den Apparat ausschaltest, mache ich einen traurigen Dino-Winzling aus dir. Bin schon traurig. Gib mir das wieder. Erzähl was. Ich denk nicht dran. Erzähl was. Ich denk nicht dran. Erzähl was. Ich denk nicht dran. Gib das jetzt her. Vor vielen, vielen Jahren hatten die Dinos noch keine Familien. Sie lebten im Urwald und aßen ihre Kinder auf. Das war die gute alte Dino-Zeit. Was war dann? Und plötzlich, das ist gar nicht mal so lange her, haben sich Papa-Dinos und Mama-Dinos zusammengetan und geheiratet, haben Häuser gebaut und ihre Kinder großgezogen. Und sie lebten glücklich und zufrieden. So war es jedenfalls gedacht. Wie ging's weiter? Tja, manche Dinos haben sich gefragt, ob das wirklich so ein guter Will Einfall auch war. in der Geschichte Das mitspielen. tust du ja. Sie beginnt nämlich kurz bevor du auf die Welt kamst. Deine Mama kochte gerade das Abendessen wie gewöhnlich und das Abendessen versuchte die Kurve zu kratzen, wie gewöhnlich. Liebe Hausfrau, rieche es auch leid, immer hinter dem Essen herzurennen, damit es Ihnen dann doch noch entwischt. Dann brauchen Sie unser praktisches 33-teiliges Junge Frau, das sollten Sie sich mal ansehen. Harvey, bitte zeigen Sie doch unseren Zuschauerinnen, wie dieses neue Angebot funktioniert. Fran, ich bin da, ich hab Kohldampf. Die Tür klemmt mal wieder. Earl, komm mal her, wir haben ein ganz wundervolles Angebot im Fernsehen. Wieso steht mein Essen nicht auf dem Tisch, Fran? Halte! War das Abendessen, das mir da unter den Füßen weggeflitzt ist? Es gibt jetzt Töpfe und Pfannen mit Anti-Fluchtschutzgitter. Wenn du beschließt, kaufst du mir die. Liebst du mich? Na, ich bin ja noch gar nicht richtig zu Hause. Da ist ja überhaupt nichts drin. Kein Abendessen, kein Das Gemüse. Abendessen hat das Gemüse gefressen. Und ist einfach getürmt, ohne noch ein Tässchen Kaffee zu schlürfen. Das sehen wir nie wieder. Hallo, Papa. Nicht einen Pfennig, es gibt nichts. Aber kann ich nicht mal Hallo sagen, ohne dass du glaubst, ich will was von dir haben? Ein Sweatshirt. Ich will nur ein Sweatshirt. Und ich will nur ein Abendessen. Es sieht für uns beide finster aus. Du kannst ein Tiefkühlgericht haben, Earl. Aus dem Tiefkühlfach frisch auf den Tisch. Feinfrostkost, das ist ja wirklich saurierstark. Ich komme nach Hause und krieg Feinfrostkost serviert am Tag aller Tage. Hast wohl vergessen, was heute für ein Tag ist? Fran? Zahltag, hab's nicht vergessen. Zahltag, stimmt genau. Der Tag, an dem ich meinen Scheck kriege, auf dem steht, wie viel ich verdient habe. Es tut mir leid, Papa. Dafür decke ich den Tisch. Und wie willst du mich um Verzeihung bitten? Na, Fran? Mit Töpfen und Pfannen, in denen ich das Abendessen zubereite für dich. Und deshalb soll ich dich also auch noch um Verzeihung bitten? Ach komm, du weißt, ich würde dir den Mond vom Himmel Ich holen, will nur die Liebling. Töpfe. Nein, die gibt's nicht. Wieso nicht? Weil es einmal das sein soll, was ich haben will. Unglaublich, dass ich mein schwer erackertes Geld mal für was ausgeben will, das ich mir wünsche. Für etwas, ohne das ich ganz einfach nicht mehr leben Das kann. wäre? Ein Fernseher mit riesen Superbildschirm. Earl Sneed Sinclair. Ach, du dicker Saurier, nenn mich nicht so. Ich bin deine Frau. Und ich, der mächtige Megalosaurus, der König der Dinosaurier. Die gewaltige Donnerechse. Und wenn die gewaltige Donnerechse einen riesen Super-Bildschirmfernseher haben will, dann kriegt sie einen riesen Super-Bildschirmfernseher. Also, was hast du nun dazu zu sagen? Der Tyrannosaurus Rex ist der König der Dinosaurier. Darüber kann man streiten. Nein, kann man nicht. Ich habe mal mit einem getanzt, Earl. In diesem Moment öffnet sich die Haustür und Dinos Sohn Robby betritt die Wohnstube. Also diese ganze Nummer mit der allgemeinen Schulpflicht funktioniert nicht und wird sich auch nie durchsetzen. Hier ist mein Zeugnis. Wir sehen uns dann im Sumpf. Au! Hab's gewusst. Der Lehrer schreibt, du bemühst dich nicht. Und hier steht, du bist Ein begabt. ganz billiger Motivationstrick. Durchschaust du den etwa nicht? Au! Ich hab's gewusst. Weißt du, wenn's um Zahlen und Daten geht, stehe ich vollkommen im Wald. Warum? Naja, wenn wir jetzt im Jahr 6.000.003 leben, wieso ist dann das nächste Jahr 6.000.002? Wieso zählen wir rückwärts? Worauf warten wir? Hm? Franny? Ich finde, du stellst zu viele Fragen.
Du gehst nicht zur Schule, um Fragen zu stellen, sondern damit du nicht zu Hause rumlungerst. Vielleicht sollten wir Robbie einen Nachhilfelehrer besorgen. Hey, nehmen wir Sally Salvo, die ist stark, von der lasse ich mir gern was beibringen. Was kann so ein Nachhilfelehrer schon kosten, Genauso viel wie ein riesen super Bildschirmfernseher, Fran. Denn in meinem Leben läuft das immer so, aber diesmal nicht. Ich verzichte nicht auf meinen Fernseher, nur weil er sich nicht anstrengt bei seiner Begabung. Ah, ihr irrt euch, ich sage dir, ich habe 0 Begabung. Also, Earl, du weißt, was du zu tun hast. Du weißt, was du zu tun hast. Begabung. Und Dino-Papa Earl muss wohl oder übel vorerst auf seinen riesen super Bildschirmfernseher verzichten, denn das Geld, mit dem er seine Dino-Frau Franny und seine 2 Dino-Kinder Charlene und Robbie ernähren muss, reicht hinten und vorn nicht. Seinen 2 Arbeitskollegen Sid und Roy klagt Dino-Papa Earl sein Leid, als er pünktlich am nächsten Morgen auf dem Bau eintrifft. Ich kapiere einfach nicht, warum ich mein Geld immer für Sachen ausgeben soll, von denen ich absolut nichts habe. Warum läuft das immer nur bei mir so? Na, weil du dir das selbst so ausgesucht hast, mein Freund. Deshalb. Du wolltest heiraten, Frau und Kinder haben, statt sie zu verspeisen. Das ist neu, ein gewagtes Experiment. Ich möchte wenigstens einmal etwas Kohle für mich in der Tasche haben, aber meine Familie muss ja alles Dann verpulvern. marschier doch einfach mal zum Chef und sag, er soll mit einer Lohnerhöhung rüberkommen. Oh, weißt du, ich rede eigentlich nicht mit dem Alten. Und wieso nicht? Na, weil ich bin bloß ein einfacher Baumschubser und er ist immerhin Baustellenleiter. Außerdem hat er mindestens Zahngröße 8. Das mag ja alles stimmen, aber diesmal geht es um deine Familie, um eure Zukunft. Sag mal, Roy, glaubst du wirklich, der Boss gibt mir eine Lohnerhöhung? Klar, du hast der Firma immerhin die besten Jahre deines Lebens geschenkt. Genau. Vielleicht waren es nicht die besten Jahre, aber bestimmt die am wenigsten jämmerlichen, die ich erlebt habe. Damit triffst du den Punkt. Ich glaube, ich gehe gleich mal rein zu ihm. Aufgepasst, jetzt kommt Earl, der Bossfresser, Leute. Dem werde ich mal ein paar passende Wörter servieren. Klar, dem schenkst du sauriermäßig was ein. Genau. Genau. Kommst du nicht mit rein? Seine Zähne machen mich nervös. Dino-Papa Earl schluckt, doch dann beißt er seine Zähne zusammen und betritt die Hütte seines Chefs, einem riesig großen, ziemlich unangenehmen Dinosaurier. Verzeihen Sie, Chef, darf ich mal stören? Herr Ritchfield, es geht darum, dass ich eine Familie habe. Aber ich kann mir nicht mal leisten, meiner Frau ein Geschenk zu kaufen und meinen Kindern die Sachen, die ich ihnen kaufen möchte. Baumschubser kriegen 4 Dino-Mark die Stunde. Ich brauche eine Lohnerhöhung. Sinclair, ich bin sprachlos. Sie arbeiten volle 20 Jahre hier, aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass Sie hier reinplatzen, um sich mit mir anzulegen. Und was machen Sie? Sie platzen bei mir rein und legen sich mit mir an. Alle Achtung, Sie haben Nerven. Aber ich mag Männer, die Nerven haben. Ich darf wohl annehmen, dass ich Ihr kleines Ultimatum ernst nehmen soll, oder wie, oder was? Oh, dafür wäre ich Ihnen wirklich Wenn ein dankbar. Bursche wie Sie hier reinplatzt und mir die Pistole auf die Brust setzt, Ich habe Ihnen keine Pistole auf dann die muss Brust... er damit rechnen, dass ich die Pistole umdrehe. Deshalb frage ich Sie, wollen Sie eine Lohnerhöhung oder was? Lieber nicht. Woher nehmen Sie die Frechheit, mir mit einem ganzen Paket von Forderungen zu kommen? Na ja, ich habe eine Frau und eine Familie. Na und, ist das etwa meine Schuld? Habe ich überhaupt nicht Und gesagt. warum soll ich dann für Ihre Familie bezahlen? Warum? Ich brauche einfach mehr Geld. Unsinn, so wie ich das sehe, brauchen Sie nicht einfach mehr Geld, sondern einfach weniger Familie. Aber ich liebe meine Familie. Na klar, sonst würden Sie ja wohl nicht Ihren Job für Ihre Familie opfern. Was? Sie kommen zu mir reingestürmt, verlangen mehr Geld und das kriegen Sie nicht. Also bleibt Ihnen nichts weiter übrig, als mir in die Augen zu blicken und zu sagen... Tut mir mächtig leid. Ich kündige! Ich kündige? Oh, tut mir wirklich leid, Sie zu verlieren, Sinclair, nach den vielen langen Jahren. Aber Chef, ich liebe diese Firma. Ich habe immer davon geträumt, es in dieser Firma zu was zu bringen. Sinclair, träumen Sie nicht. Für Sie ist der Traum ausgeträumt. Sie sind, was Sie sind und werden es immer bleiben. Aber nicht in dieser Firma. Das Beste für Sie ist, wenn Sie sich damit abfinden. Den Rat gebe ich Ihnen. Sie sollten mir dafür danken. Aber Chef... Danken Sie mir! Vielen lieben Dank, Chef. Boss, auf Wiedersehen. Niedergeschlagen und mit leeren Taschen kommt Dino-Papa Earl am späten Nachmittag nach Hause. Was für ein Tag. Na, wie war dein Tag, Schatz? Ein absoluter Freudentag. Verglichen damit, von der Klippe zu stürzen, 1000 Meter tief und noch so lange zu leben, dass man mitkriegt, wie der erste Aasgeier ranflattert und einem die Augen aushackt. So fühle ich mich. Gib mir ein Bier. Ja. Weißt du, ich hatte aber einen ziemlich interessanten Tag. Willst du wissen, wie es bei mir war? Franny, ich habe die Kinder großgezogen. Sie sind jetzt 12 und 14. Damit hat sich's. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Das reicht.
Du solltest mich wirklich fragen, wie mein Tag war. Hör zu, Fred. Ich sag dir das in Liebe und Freundschaft, aber wie dein Tag war, interessiert mich einen Dreck. Frag mich, wie mein Tag gewesen ist. Franny, nichts, was in der Hausfrau- und Kochtopfwelt passiert, hat doch nur die winzigste Bedeutung für meine Zukunft. Ach, wirklich? Dino-Mama Franny tritt einen Schritt zur Seite und Dino-Papa Earl lässt vor Schreck sein Bier fallen. Vor ihm auf dem Tisch liegt ein riesiges Dino-Ei. Sprachlos geht Dino-Papa Earl einen Schritt näher an den Tisch heran und kann es kaum fassen, dass er erneut Vater werden soll. Ich hoffe, das ist das Frühstück. Doch das Ei ist nun mal da und sorgt in der Familie für genügend Gesprächsstoff. Du, Mama, sag mir, wenn die Frage zu intim ist, aber könnt ihr beide, du und Papa, überhaupt noch Kinder kriegen? Du musst dich wohl erst noch daran gewöhnen, dass deine Eltern doch noch keine alten, schlappen Dinos sind, hm? Sag mal, Mama, wollt ihr beide wirklich noch ein Baby haben? Charlene, wir haben dieses kleine Ei da genauso lieb, wie wir dich und Robbie lieb haben. Verdammt, wie konnte das denn bloß passieren? Papa, Robbie und ich, wir sind schon fast aus dem Haus und da kriegt ihr noch mal ein Baby. Ja, und dieses Baby verlässt erst in frühestens 18 Jahren die Schule, was so ungefähr deiner Lebenserwartung entspricht. Also musst du entweder der absolute Spitzenvater der Welt sein oder auch nicht. Über 60, Franny. Ich werde über 60 sein, bevor ich wieder richtig leben darf. Es sei denn, dieses Ei da wäre leer. Was? Hast du es denn schon gegens Licht gehalten? Ach, sei nicht alt. Woher willst du dann wissen, ob es kein Windei ist? Das kommt sogar oft vor. Wir hatten 3 Windeier, bevor Charlene gekommen Nein, ist. wir hatten 2 und dann ist Robbie gekommen. Na bitte, sag ich ja. Ich kriege gleich einen Herzinfarkt, Fran. Und womöglich kann ich mir den sparen, denn vielleicht ist in dem Ei gar nichts drin. Ich will damit überhaupt nichts Schlechtes gegen ein ausgefülltes Familienleben sagen, aber... Fran, du machst mich fertig, du bringst mich glatt um. Ich will damit nur sagen, das Leben bietet noch so viele gewaltige Möglichkeiten, wenn nur dieses blöde Ei da leer wäre. Und dann will es Dino-Papa Earl wissen. Er greift das Ei vom Tisch, hält es gegen das Licht und erblickt die Schattenumrisse eines niedlichen kleinen Dino-Babys, das verträumt am Daumen nuckelt. Liebling, was hältst du davon, wenn wir fürs Kinderzimmer diese Tapeten mit den putzigen, tanzenden Höhlenmännchen nehmen? Höhlenmännchen sind der letzte Schrei, die Kinder sind wild darauf. 43 und war noch nie in Europa. Earl? Earl? Doch Dino-Papa Earl hört nicht. In einer Art Kurzschlusshandlung macht er sich aus dem Staub und sucht Zuflucht in einem einsamen Wald. Eisig. Trotzdem ist ein Spottpreis für die Freiheit, endlich mal das zu tun, was ich will. Zeit zum Pennen. Hey, warum suche ich denn nach einem Bett? Die Erde ist mein Bett. Der Fels ist mein Kissen und meine warme Decke ist die frostige Luft. Das geht an die Nerven. Wie konnten die wilden Dinos hier auch nur eine Sekunde schlafen? Was? Wer raschelt da? Stopp, halt! Stehen geblieben! Rauf mit den Händen! Rauskommen! Und nimm gefälligst deine Demutshaltung ein! Du stolperst nämlich geradewegs in das Nachtlager des mächtigen Megalosaurus, dem... Oh. Du? Was, kennen wir uns etwa? Klar, und ob wir uns beide kennen, denn gestern Abend warst du als Fleischeinlage geplant für meinen Eintopf. Aber nun esse ich dich so, wie du bist, als saftiges Tatar, fehlt nur ein bisschen Ketchup. Na fein, wenn Sie mich verspeisen wollen, tun Sie sich keinen Zwang an. Sie tun mir sogar einen Gefallen. Was soll das heißen, hm? Naja, wissen Sie, ich habe hier mal gewohnt, genau an der Stelle. Damals stand ein Baum hier, in dem ich mit meiner Familie gewohnt habe. Irgend so ein Baumschubser hat die Bäume hier umgeschubst. Leider hat meine Versicherung den Schaden nicht bezahlt. Dann hat meine Familie mich verlassen, ich weiß nicht, wo sie ist. Also essen Sie mich auf, damit ich's hinter mir habe. Ich muss sagen, ist eine sportliche Einstellung von dir. Arthur Ritzig. Mein Name ist Earl Sinclair. Das freut mich. Ist mir auch eine Freude. Ich werde dir jetzt mal etwas verraten, Ritzig. Du bist viel besser dran ohne deine Familie. Ja? Glaub mir, die Familie ist der gewaltigste Irrtum der Zivilisation. Man ackert, gibt ihnen den letzten Pfennig, bringt das Essen auf den Tisch, ist nicht persönlich gemeint. Ach, ist schon gut. Und was tut die Familie für dich? Ihretwegen verlierst du den einzigen Job, in dem du wirklich gut bist.
Haben Sie all die Bäume hier umgeschubst? Genau, und ich hab dir damit einen Gefallen getan, weil du nämlich ohne deine Familie jetzt wild und ungezähmt und frei bist, hä? Wissen Sie, wenn man das von meiner Seite der Nahrungskette aus betrachtet, sieht das aber anders aus. Wie meinst du das? Wenn ich so ein gewaltiger Dinosaurier wäre wie Sie und jeder mich respektieren und auf mich hören würde, auf Sie hört doch bestimmt jeder. Stimmt, aber ja, aber natürlich. Also dann brauchte ich vielleicht keine Familie. Aber um die Wahrheit zu sagen, außer meiner Familie hat niemand auf mich gehört. Mein Haus war der einzige Ort auf der Welt, wo ich der Boss war. Das bedeutet, ohne deine Familie bist du ein absolutes überhaupt nichts. Ein einsames Nichts hier in der Kälte. Doch Sie als Dinosaurier beherrschen ja die Welt, deshalb können Sie das nicht verstehen. Nein, selbstverständlich nicht, denn ich beherrsche die Welt. Ich bin ja der mächtige Dings da. Na sehen Sie, also dann verspeisen Sie mich doch jetzt bitte. Guten Appetit. Mach ich, in Ordnung. Danke. Und Dino-Papa Earl hat Appetit, schnappt sich den kleinen Waschbären, der ihn ängstlich anblickt und will zubeißen. Doch dann... Verschwinde los. Ich hab gesagt, verschwinde, hau ab von hier. Vergesse ich Ihnen nie. Oh, bin so müde, kann jetzt nicht essen. Ohne Ketchup schmeckst du mir nicht, ohne Gewürze, ohne Senf. So kriege ich dich nicht runter. Ach, ich werde mich einfach hier hinsetzen und sterben. Was sollen denn meine wilden Vorfahren von mir denken? Eine Affenschande ist das. Was ist das? Das riecht wie... Aber ja, das ist es. Das ist Frens Mastodon-Überraschungsspezialität. Hier in der Wildnis. Ich bin gerettet. Oh. Hey, nicht doch. Nein! Das Fresspaket, das da vor Dino-Papa Earl auf dem Waldboden liegt, wird an einer dünnen Schnur weggezogen und Papa Earl spurtet hinterher. Doch wie groß ist die Überraschung, als er bemerkt, wer ihn da mit dem Paket am Band herangelockt hat. Dino-Mama Franny steht dort auf einem Hügel, um ihren Mann wieder nach Hause zu holen. Ich hätte hier draußen überlebt. Aber natürlich, Schatz. Und was gibt's zum Nachtisch? Flusspferd-Schokotorte zu Hause. Und Dino-Papa Earl willigt ein. Am nächsten Morgen, man glaubt es kaum, nimmt Dino-Papa Earl all seinen Mut zusammen und begibt sich erneut ins Büro seines Chefs. Wie geht's Ihnen, Herr Sheffield, Herr Bosfield, Herr Richfield? Der Umstand ist der, Sie haben mir gekündigt, das wäre geklärt. Aber wie steht's mit meiner Abfindung? Das müssten wir noch klären. Ich meine, wenn es Ihnen recht ist... Gehen Sie wieder an die Arbeit, Sinclair. Das bedeutet, Sie haben Ihre Meinung geändert, mein Chef? Nein, das verdanken Sie meinem neuen Assistenten. Hallo, wie geht's? Er hat keine Familie, ist rund um die Uhr hier, weil er nicht weiß, wo er hin soll. Aus solchem Holz werden Führungskräfte geschnitzt. Haben Sie Sinclair wieder auf die Liste der Arbeitskräfte gesetzt? Selbstverständlich, Herr Richfield. Und ich habe ihn für eine Lohnerhöhung vorgemerkt. Wie viel? Nur 0,7%. Genehmigt, gut. Erst warst du fast mein Abendessen und nun bist du der Assistent vom Chef. Ab jetzt muss ich Sie zu dir sagen und Respekt haben. Beinahe hätte ich Ihren Assistenten gegessen. Nicht zu fassen, das ist vielleicht ein Witz. Na. Gehen Sie wieder an die Arbeit, Sinclair. Bin schon auf dem Weg, Herr Ritzig, Herr Assistent. Das ist eine Welt. Zu Hause begutachtet Dino-Mama Franny das Dino-Ei. Jetzt wird das Baby bald schlüpfen, unser kleines Baby. Hey, Fran, sieh mal, was ich hier habe. Die Lohnabrechnung. Plus 0,7% Lohnerhöhung. Endlich. Allmählich kommt deine Karriere in Schwung. Zu Hause erwartet dich eine liebevolle Familie. Na, bist du ein glücklicher Dinosaurier? Ja, ich glaube, das bin ich, Fran. Weil ich dahinter gekommen bin, was das Tolle daran ist, das Familienoberhaupt zu sein. Und das wäre, Schatz? Robby, Charlene, schleift eure Schwänze hier rein. Euer Vater hat euch was zu sagen. Der Oberdino dieses Hauses. Weißt du, Fran, eins habe ich da draußen gelernt in der Wildnis. Spielt keine Rolle, wie klein du in dieser Welt bist. Solange du eine Familie zu Hause hast, gibt es jemanden, der noch unter dir steht. Diese gefühlvolle Seite kenne ich ja gar nicht von dir, Earl. Dann hört mal gut zu. Ich sag das nämlich nur einmal. Im Leben eines Dinosauriers ist es was ganz Natürliches, wenn er eines Tages weggeht und sich fragt, wie alles gekommen wäre, wenn er einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Aber wisst ihr was? Wenn ich uns jetzt so ansehe, dann hoffe ich, dass uns nichts dazwischenkommt und wir so bleiben, wie wir sind. Oh. Es ist soweit. Ach, du dicker Dino. Ich bin da! Oh Mann,
das hat sie umgehauen. Pass auf, wo ihr hinlatscht. Kann nicht aufstehen. Was für ein bezauberndes Baby. Ja. Oh, ich bin nackig. Wer ist die Mama? Wo ist die Mama? Na komm mal her, du süßes Ding. Hallo, wie geht's? Das ist dein Baby. Baby, das ist dein Papa. Hallo, ich bin das Baby, brandneu, frisch geschlüpft. Sei lieb zu mir, na mach schon. Papa. Das war eine schöne Geschichte. Ich war besonders gut. Siehst du, so bist du auf die Welt gekommen, Baby. Wirst sehen, eines Tages gehört dir die ganze Welt. Denn du und dein Bruder und deine Schwester, ihr wurdet alle als Dinosaurier geboren. Und die Dinosaurier beherrschen die Welt. Beide Dinos schauen aus dem Fenster und erblicken in der Ferne zwei Steinzeitmenschen, die einen großen Stein bewegen wollen, sich aber ziemlich blöd anstellen. Und wir bleiben die Herren der Welt. Und das für immer. Es ist mitten in der Nacht, als plötzlich ein ohrenbetäubender Lärm durch das Dino-Haus schallt. Dino-Mama Fran, die meistens jedoch von ihrem Dino-Ehemann Earl liebevoll Franny genannt wird, erwacht vom Geschrei des Dino-Babys und weckt ihren Mann. Ich schreie, das heißt, ich bin wach. Was ist? Nun mach schon. Steh auf und füttere das Baby. Warum? Na, wenn du es nicht fütterst, wird es verhungern. Na und, wir haben ja noch mehr Kinder. Noch 2. Doch Dino-Papa Earl schläft wieder ein. Und so bleibt Dino-Mama Franny nichts anderes übrig, als mal wieder selbst in das Kinderzimmer zu trapsen, in dem unser Dino-Baby schon sehnsüchtig auf Unterhaltung wartet. Beeilung, Mama, Beeilung. Los, gib Gas. Bewegung, Mama. Nicht so lahm, Bewegung. Hör mal, es ist mitten in der Nacht. Warum schläfst du denn nicht? Will nicht schlafen, bin hellwach. Los, wir tanzen. Bitte. Mama muss ein bisschen schlafen. Hab keine Nacht mehr geschlafen, seit du ausgeschlüpft bist. Ich bin so gern wach mit Mama. Och, hast du deshalb deine Mama um 3 Uhr morgens geweckt, nur um mit Mama wach zu sein? Ja, aber da ist noch was. Ich hab Hunger. Mach mich satt. Stopf mir den Bauch voll. 100% Fleisch. Das Beeilung, Mama. Gib her, Mama. Ja, hier kommt ja dein Tisch. Ja. Na komm, langsam. Schmeckt nicht schlecht. Magengrummeln, bin voll. Ich glaube, ich platze. Gleich geht's los. 4, 3, 2, 1, 0. Oh, feines Bäuerchen. Brav. Nun ist unser Baby aber satt und will sicher ein bisschen schlafen. Hey, wir gehen spazieren. Wir machen einen Ausflug. Mann, ich gehe ja so gern mit meiner Mama spazieren. Hopp. Hey, Moment. Du willst bloß, dass ich einschlafe. Oh. Kannst mir nichts vormachen. Wie, war das nicht gut? Dann übe ich eben die ganze Nacht schlafen. Oh, yeah. Und das Dino-Baby hält Dino-Mama Franny die ganze Nacht auf Trab, bis es endlich, als am Horizont die Sonne aufgeht, in der Küche in seinem Körbchen vor Erschöpfung einschläft. Dino-Mama Franny geht es ähnlich. Sie kann sich vor Müdigkeit kaum noch auf den Beinen halten. Mama, ist das Frühstück fertig? Ich muss dich wohl nicht an deinen Lieblingsspruch erinnern. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich bin dir auch für deine weisen Ratschläge echt dankbar, Mama, wirklich.
Nur, leider habe ich heute echt keine Zeit zum Frühstücken. Muss zum Training für das Endspiel gegen Mesopotamien. Was? Müsli? Das gibt's nicht. Müsli. Ich will was Warmes. Ich will, 2 Waffeln mit einem Tier dazwischen. Kannst du mir das mal ganz schnell zaubern? Ich werde schon abgeholt. Oh, Amadino ist auch im Wagen. Wie sehe ich aus? Mama, wie sehe ich aus, hä? Charlene? Mama, du gehörst ins Bett. Mach's gut. Mach's gut. Frenny, ich weiß ja, dass du total erschöpft bist von deinen Damenkränzchen und den endlosen Tratschereien im Supermarkt. Aber vielleicht kannst du mir endlich mal diesen Knopf wieder ans Hemd nähen. Darum habe ich dich doch schon gestern Abend gebeten. Ich bin seit 3 Uhr früh auf den Beinen, weil ich das Baby füttern musste und es nicht einschlafen wollte. Ach wirklich? Du hast Ärger mit dem Kleinen gehabt? Dann kam Robbie an und sagte, ich will dies. Nach ihm kam Charlene und sagte, ich will das. Und ist ja gut, ich mache dir einen Vorschlag. Auf dem Weg zur Arbeit überfahre ich eine Antilope. Das Beste esse ich zum Frühstück, den Rest packe ich uns ein zum Mittagessen. Hör auf, so dumm und laut daher zu quatschen. Wenn du das Baby aufwächst, beiß ich dir den Kopf ab. Nicht doch, der wird dir nicht schmecken. Ich soll immer bloß kochen und putzen und putzen und kochen, Tag ein, Tag aus. Ich bin hier das Dienstmädchen. Earl, bin ich nur noch dein Dienstmädchen? Ich liebe dich. Ach, kochen und putzen, putzen und kochen. Was anderes mache ich hier nicht. So sieht mein Alltag aus. Und dann gehen mit Dino-Mama Franny die Saurier durch. Sie ergreift vom Tisch ein Küchenmesser und richtet es gegen Dino-Papa Earl. In diesem Moment öffnet sich die Haustür und Dino-Freund Roy steht im Türrahmen. Hallochen, wie geht's denn meinem Lieblingsehepaar? Frenny, leg das Messer weg. Wir sehen uns bei der Arbeit. Halt, warte, ich komme mit. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Dino-Mama Franny ist ganz schön mit den Nerven runter. Doch Dino-Papa Earl ist fest entschlossen, seiner Dino-Frau zu helfen. Aber wie? Zum Glück ist da ja noch Dino-Freund Roy. Mit dem bespricht sich Dino-Papa Earl an seinem Arbeitsplatz, einer riesigen Baustelle im tiefen Wald. Ich verstehe nicht, was der ganze Aufstand soll. Jeder von uns hat seinen Job. Ich verdiene die Brötchen und sie muss sie schmieren. Wo liegt denn da das Problem? Naja, das Eheleben ist für uns alle immer noch unerforschtes Neuland, alter Freund. Dieser neumodische Kram zu heiraten und sich häuslich niederzulassen, zwingt uns alle alten Gewohnheiten aus dem Fenster zu schmeißen. Mag ja sein, aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich habe eine Frau, die aus irgendeinem Grund unglücklich ist. Und das hat es jedenfalls früher nicht gegeben. Stimmt genau. Denken wir nach. Ja, das Problem werden wir doch lösen können. Klar, unsere Gehirne sind ja so groß wie Walnüsse. Hör zu, ich glaube, ich hab's. Fran ist irgendwie kaputt. Ich hab eine kaputte Frau. Und was machst du, wenn dein Auto kaputt ist? Ich versetze ihm einen Fußtritt und lass es verschrotten. Genau, aber was ist, wenn du dich an dein Auto gewöhnt hast und wenn du inzwischen auch ein paar Pfunde zugelegt hast? Verstehe. Und du nicht weißt, ob du dir noch mal ein Auto angeln kannst? Reden wir beide eigentlich nur von Autos, alter Freund? Keine Ahnung, was sie für ein Problem hat. Seit sie das Baby haben, ist sie eine Nervenruine. Davor war sie keine Nervenruine. Vor dem Baby keine Nervenruine. Nach dem Baby eine Nervenruine. Baby, Nervenruine. Kein Baby, keine Nervenruine. Du bringst mich komplett durcheinander. Das Baby ist es. Das Baby? Das Baby, das Haus und die Kinder, das ist zu viel für sie. Sie braucht ein paar freie Tage. Aber wenn sie sich mal frei nimmt, wer versorgt dann die Kinder, Earl? Das könntest du doch übernehmen. Was? Mal ein Wochenende auf die Kinder aufpassen. Aber wie komme ich denn dazu, hm? Mann, ein Wochenende wirst du das wohl schaffen. Und wenn sie zurückkommt, hat sie aufgetankt, ist erfrischt und funktioniert wieder wie ein nagelneues Dienstmädchen. Ich glaube, ich schaffe das ein paar Tage mit den Kindern allein zurechtzukommen. Besonders, weil es ja in meinem Interesse ist. Na also, wir haben die Lösung. Wir hatten ein Problem, haben darüber nachgegrübelt und die Nuss geknackt. Und so kommt es, dass Dino-Mama Franny sich ein Wochenende freinimmt und aufs Land fährt, während Dino-Papa Earl den Haushalt übernimmt. Nicht die Mama, 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 nicht die Mama. Wenn du das noch einmal sagst, dann werde ich dich quer durch die ganze Küche schmeißen. Nicht die Mama, nicht die Mama.
Nochmal! Was, gibt's zu essen? Dein Ton gefällt mir nicht. Sieht überhaupt nicht gar aus, finde Ist aber gar, ist sogar übergar. Hey, gib die Gabel wieder her oder ich mach dich kalt. Du sag mal, was meinst du? Was ist wirklich mit Mama? Nervenklinik von Höhlenmenschen entführt oder was? Papa sagt, sie ist deiner Freundin. Sag mal, wie lange bleibt Mama bei der Freundin? Solange bis sie sich von euch erholt hat, solange bin ich hier die Mama. In Ordnung. Mama, darf ich heute Abend ins Kino? Nein, nichts zu machen. Papa hat gesagt, ich darf. Hat er das wirklich gesagt? Du, hör mal, Mama, ich habe jetzt keinen Hunger. Wir sehen uns später, klar? Wo willst du denn jetzt noch hin? Ich will mit den Jungs mal ein bisschen das Gebiet markieren. Zieh dir aber einen Pulli an. Halt, stopp! Wenn Robbie rausgehen darf, dann gehe ich auch. Oh, doof. Mit gehöriger Wut schlägt Dino Papa Earl auf den Tisch und wumms brechen unter dieser Last die Tischbeine entzwei. Im letzten Moment kann Dino Papa Earl den Tisch festhalten, bevor das Geschirr zu Boden fällt. Ich habe den ganzen Tag geschuftet, damit ihr Kinder was Anständiges zu essen bekommt. Nun setzt euch an den Tisch, esst das, was ich gekocht habe und zeigt Mama gefälligst, wie dankbar ihr dafür seid. Robbie, er sitzt da fest. Das heißt, wir können verduften. Mach's gut. Hey, meint ihr etwa, ich halte den Tisch fest und lasst euch abschwirren? Ihr spielt mit dem Feuer. Ich warne euch, ihr spielt mit dem Feuer. Nein, Irrtum, ich spiele mit dem Feuer. Was? Ach du dickes Dino-Ei. Das Dino-Baby sitzt auf der Herdplatte und steht in Flammen. Doch ehe es sich versieht, wird es von Dino Papa Earl gepackt und in den Waschtrog geworfen. Papa, nochmal! Nicht nochmal, nie wieder, nie wieder. Das reicht mir, nie wieder. Morgen gehe ich zur Arbeit und werde dafür sorgen, dass ich sowas nie wieder am Hals haben werde, bis zum Ende meines Lebens. Dino Papa Earl bleibt wie erstarrt stehen. Die Haustür öffnet sich und vor ihm steht, er glaubt es kaum, Die Mama! Hallo Schätzchen, wie war dein Tag? Nein, nicht explodieren. Läuft alles großartig. Kannst dir ruhig noch einen Tag frei Ich will nehmen. aber keinen freien Tag mehr, weil ich euch nämlich vermisst habe. Aber du warst doch so unglücklich hier. Aber ohne euch war ich auch unglücklich. Das ist doch unsinnig. Entweder das eine oder das andere. Die Kinder machen dich unglücklich. Ich habe dir ein Wochenende ohne Kinder geschenkt und passt dir das auch nicht. Es geht nicht um die Kinder. Earl, irgendwas stimmt nicht mit meinem Leben, aber ich weiß nicht was. Welches Leben? Dein Leben, das bin ich und die Kinder. Also, wenn es nicht die Kinder sind, was ist es dann? Dino-Mama Franny ist nicht zu helfen. Unglücklich über sich und die Situation, in der sie sich befindet, weiß sie nicht mehr weiter. Aber Dino-Papa Earl lässt nicht locker. In seiner Lieblingsbar bespricht er sich erneut mit seinem besten Dino-Freund Roy. Du hättest sie mal sehen sollen. Sie stand stumm da und hat mich angesehen. Das ist mir so aufs Gemüt geschlagen, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Da bin ich hierher gekommen. Aber was will sie denn von dir? Sie weiß es nicht. Soweit ich sie verstehe, weiß ich es einfach nicht. Warum musst du dann überhaupt was tun? Weil ich hier Problem bin, darum. Aber, ich kenne dich nun schon seit 27 Jahren, also länger als deine Frau dich kennt. Und in den 27 Jahren warst du niemals ein Problem für mich. Du bist ja auch nicht meine Frau. Ich habe mal eine kurze Frage, Jungs. Ihr kennt doch Earl. Hatte jemand von euch jemals Probleme mit ihm? Nicht ein Problem. Im Gegenteil, wir lieben unser Dickerchen. Nett von euch, aber ihr seid Männer, doch das Problem habe ich mit einer Frau. Und eine Frau ist weiblich. Und das Problem, das du hast, ist vielleicht ein männlich-weibliches Problem. Was denn für ein männlich-weibliches Problem? Wir sind schon eine Weile verheiratet und haben sogar noch ein Kind bekommen. Ich liebe dich, habe ich noch heute früh zu meiner Frau gesagt. Das ehrlich gemeint? Naja, war ein Abwehrmechanismus. Wann hast du zum letzten Mal für Fran den Paarungstanz aufgeführt? Wovon redest du eigentlich? Vom Paarungstanz. Vom gefühlvollsten Ausdruck der absoluten Hingabe eines verliebten Dino-Mannes an eine Dino-Frau. Aber den Paarungstanz tanzt man, wenn man eine Frau erobern will. Ich habe ihn getanzt und habe eine Frau erobert. Sogar geheiratet. Vielleicht solltest du sie nochmal erobern. Aber was habe ich davon? Ich habe Fran schon erobert. Vielleicht kann man mit dem Tanz die Frau nicht nur erobern. Es wäre möglich, dass man sie damit auch hält. Kannst du vergessen, ein Paarungstanz für eine 38-jährige Mutter von 3 Kindern. Warum denn nicht? Na, eben darum. Eben warum? Na, weil ich vergessen habe, wie man den tanzt.
Dino Papa Earl geht die Sache mit dem Paarungstanz nicht mehr aus dem Kopf. Und auch das Fernsehprogramm, das sich die Dino-Eltern Franny und Earl am folgenden Abend anschauen, berichtet von diesem interessanten Thema. Dino-Mama Franny ist allerdings schon ziemlich müde. Zum Schluss die Lokalnachrichten. Wie der Zoologische Garten mitteilt, ist es noch immer nicht gelungen, die beiden seltenen Höhlenmenschenexemplare Ling Ling und Chang Chang miteinander zu paaren. Für das Zoopersonal ist es ein Rätsel, warum die beiden völlig gesund erscheinenden Höhlenmenschen keine Lust zeigen, sich zu vermehren. Es wird befürchtet, dass das putzige Weibchen Ling Ling unfruchtbar ist. Und jetzt der Wetterbericht. Ich werde ins Bett gehen. Alles klar, geh schlafen. Wird es dann kälter. Danach noch Und ich räume nichts mehr auf. Ich gehe direkt ins Bett. Alles klar, Fran. Erwarte bloß nichts mehr von mir. Ich erwarte nichts. Und wenn ein Knopf an deinem Hemd fehlt, wessen Problem ist das? Meins ist ja auch mein Knopf. Auch dort wird es kälter und kälter. Schlaf gut, Fran. Mach mir keine Vorschriften. Hey Männer, soll ich euch mal flüstern, womit ihr die Frauen sauriermäßig anmacht? Seit mehr als einer Ewigkeit wissen wir Dinos, es gibt bloß einen direkten Weg ins Herz einer Frau. Nehmt keine Blumen, nehmt keine Pralinen. Nein, packt das Glück am Schwanz mit dem Paarungstanz. Ganz egal, ob Sie ein Anfänger sind, der den Hüftschwung noch lernen muss, der ihn zum Ladykiller macht, oder ob Sie ein alter Ehemann sind, dessen Frau an dem Ein-Kind-zu-viel-Syndrom leidet. Mel Lusters Paarungstanzschule bringt Ihnen den heißesten Hüftschwung bei, garantiert. Wir haben nachts durchgehend geöffnet, denn ganz unter uns, wann sollten Sie sonst kommen? Mel Lusters Paarungstanzschule seit ewigen Zeiten immer unter derselben Adresse, im heißesten Teil von Dino City. Ja. Dino Papa Earl will keine Zeit verlieren und macht sich sofort auf den Weg zur Tanzschule. Zwar ist es schon reichlich spät, doch um seine Ehe zu retten, ist ihm jedes Mittel recht. Hey, Sie da an der Tür. Kann ich was für Sie tun? Für mich? Ja, ich will den Auffrischungskursus machen für 29,95. Richtig. Ja. Wir fangen sofort an. Versuchen wir den Bob-Dip. Den was? Könnten Sie mal Bob-Dippen? Hm? Wenn es sein muss, dann... Großartig. Sie haben keinen Schimmer. Naja, wir haben ja die ganze Nacht Zeit. Also, beugen, habe ich gesagt. Beugen! Kann ich hab einen Krampf. Bin ja nicht mehr ganz so jung und knackig, wie ich mal war. Wie alt sind Sie denn? 28. Ach, Sie wirken jünger. Weiter schwingen. Und Schwung. Dreh und Dreh. Kick. Bob, Dip. Die Zeit vergeht und Dino Papa Earl tanzt und tanzt, bis er den Paarungstanz nach langem Üben wieder beherrscht. Und dann, es ist schon mitten in der Nacht, eilt er nach Hause und begibt sich ins Schlafzimmer, in dem Dino Mama Franny ruhig und friedlich schläft. Franny? 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 Earl, wo bist du gewesen? War unterwegs und hab mich um dein Problem gekümmert. Und du wirst dich mächtig freuen, denn du hast jetzt kein Problem mehr. Da bin ich aber froh. Gute Nacht. Nein, das musst du dir ansehen. Sonst funktioniert's nicht. Ich habe nämlich wieder alles gelernt und nur für dich. Yeah. Oh. Fran? Dein Problem ist, dass du einfach dauernd so müde bist. Ich bin wieder wach. Ja, ich komm schon. Nein, Frannylein, schlaf weiter. Du brauchst deinen Schlaf. Das Dino-Baby ist mal wieder hellwach und hat auch gar keine Lust zu schlafen. Doch Dino Papa Earls Tanzstunden sollten doch nicht ganz umsonst gewesen sein. Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama, nicht Bin die ich Mama. froh, wenn du aus diesem Alter raus bist. Du Wochenendaushilfe, meinst du, du bringst mich zum Schlafen? Niemals, ich bin schon mit ganz anderen Mamas fertig geworden. Hey, was machst du da? Hey, das
macht Spaß. Das gefällt mir. Ach, das gefällt dir? Dann wird dir das noch mehr gefallen. Was? Mann, das macht Spaß. Was machen wir jetzt, Papa? Gefällt dir? Was machst du jetzt? Oh, Papa Sieh mal, Fran, er ist wirklich eingeschlafen. Ich habe es geschafft. Du hast das Baby mit dem Paarungstanz zum Schlafen gebracht? Nein, das war nur der Babytanz. Das war ein wunderschöner Tanz. Aber wieso hat dir der richtige nicht gefallen, den ich für dich getanzt habe? Der hat mir damals vor 20 Jahren gefallen. Jetzt gefällt mir dieser besser. Der, bei dem du mitten in der Nacht aufstehst, um mir zu helfen. Das war der beste Paarungstanz, den ich je gesehen habe. Komm mit, Schatz. Was machen wir denn jetzt? Na, was würdest du denn gern machen? Wenn es dir nichts ausmacht, Franny, würde ich am liebsten ein paar Runden schlafen. Ist genehmigt, mein Dicker.